Zwischen Benzingen und Feringerstadt verläuft ein alter Gemeindeverbindungsweg. Und wer diesen Weg begeht oder befährt, kommt unweigerlich an der Mariengrotte im Büttnautal vorbei. Und wen schon immer mal interessiert hat, was es mit dieser geheimnisvollen Grotte auf sich hat, der guckt jetzt einfach diesen Film an. Dort werden alle Fragen beantwortet. Viel Spaß dabei! Heute sind wir in der Pignadonne zwischen Benzingen und Feringerstadt, und zwar an der Mariengrotte. Und der Rudolf Gaugel, der war maßgeblich am Bau dieser Grotte beteiligt. Rudolf, erzähl mal, wie ist es da dazu gekommen, dass ihr die Grotte gebaut habt, und wer ist ihr? Wer war da alles beteiligt? Das war 1967. Da hat man die Wasserversorgung gemacht, Bodenseewasserversorgung und so. Und da ist ja das Benzingen in der Zeit, der Luciano mit der Frau Wanda, die hat beim Schlossertone gewohnt im Haus, und Zinke Winterling ist er geschaffen als Maurer, ich glaube beim Karser oder so. Und irgendwie sind wir auch immer da rangekommen, der Stein gesehen, und der war da ganz begeistert und fand gleich, ja, also hat man ausgemacht, da machen wir eine Grotte her. Ja, und hat es noch so gemacht. Ja. Der hat halt das in lauter Felsstein und so gesehen, und so, und allerdings wegen dem Kreuz hat man das da gemacht. Ja, wer hat da ursprünglich die Idee gehabt, der Luciano, oder? Die Grotte wegen dem Stein, weil da steht da Istalia. Ah, okay. Istalia. Aber war Istalia, das weiß ich jetzt auch nicht recht. Und dann dachtet, war der dritte im Bunde, war der? Der Kurt Bandle. Der Kurt Bandle. Ja, wir drei. Ihr drei. Wir drei. Der Kurt Bandle ist ja zwischenzeitlich verstorben, aber der Luciano... Der war das letzte Jahr da, oder dieses Jahr schon. Ja, okay. Wo wohnt der jetzt? Wo lebt der jetzt? Der am Gardasee. Gardasee. Ja. Ganz da oben im Berg da oben wohnt er, ich weiß bloß nicht mehr. Warst du da schon mal? Nein, bei ihm jetzt noch nie. Du warst schon gar nicht da, ne? Am Gardasee war ich schon, aber... Ja, da bist du mit so einem, wie sagt man, Omnibus und ein Hotel schon ihre Vorgaben, da kann ich nicht sagen, ich gehe jetzt so der Welt auf. Zum Luciano. Ja, das ist schade, ja. Wie lange hat der gebaut, der Grotte? Weißt du das noch ungefähr? Wie lange war er da dran? Ja, wie lange waren wir da dran? Vielleicht 2, 3 Wochen, so. Dann hat man halt immer wieder etwas gemacht. Hat er alles von Hand gemacht oder mit Maschine geschaffen? Nein, alles von Hand. Alles von Hand? Alles von Hand. Mit Pickel und Schaufel und Hammer. Haben die noch damals auch schon angefangen, Sachen einzupflanzen, oder ist es später gekommen, die Blumen und Pflanzen? Die Dinge machen die Mauer da, und hat man ein paar Schalen draufgestellt, die mal nicht so viel wie jetzt gerade. Nicht so viel wie jetzt. Aber, ja. Mutter Gottes macht das, Blumen. Ja, natürlich. Ja. Doch, das ist schön. Ja. War eine gute Idee. Und jetzt wird es ja gepflegt von ein paar Benzingen, wo das weiterhin noch instand haltet. Ja. Und dann habe ich noch Informationen vom Thomas Fink aus Feringerstadt, der wegen meiner Informationen hat über den Stall, wo der Hahn steht. Aha. Das kommt auch noch in dem Film vor. Nein, das ist schon auch, sagen wir. Da gehen ja viele Leute kommen daher auch. Wo Wanderer Spaziergänge, ja. Genau. Oder aus Freude kommen. Ja, das Ja, hat eine Zeit lang jedes Jahr Mai ein Dach gehabt, da Hunde war. Da sind Leute gekommen von Feringen, der Feringerstadt, von Eneringen, von Hatthausen, von Winterlingen, Straßberg. Also Rudolf, ich danke dir für die Infos und dafür im Namen vieler, denen die Grotte gefällt und Spaß macht, dass ihr das gebaut habt. Gut, Axel, danke. Gute Sache, dass man hier mal was zu dem Kreuz erfährt. Wir sind hier am Katzensteigle, das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Das ist zwischen Benzingen und Feringerstadt. Früher ist das der nächste Weg gewesen zwischen Benzingen und Feringerstadt. Dann sind die immer hier hoch und runter am Ende von der Pignau. Also die Quelle ist gerade da hinter dran etwa. Und da ist so ein altes Kreuz und eine wunderbare Grotte, schön gepflegt. Aber heute gucken wir mal vor allem das Kreuz an. Da ranken sich viele Geschichten drumherum und wird viel erzählt. Wir fangen mal an von der äußeren Form. Die äußere Form ist relativ grob geschlagen. Das heißt, das ist ein sehr altes Kreuz. Das heißt, das ist also
einige hundert Jahre alt. Also das müssen wir schon mal vorneweg sagen. Hier drin kann man noch kaum erkennen, heute mir 1764. Vermutlich ist aber diese Zahl hinterher eingeschlagen worden in das Kreuz. Das heißt, das Kreuz an sich selber müsste älter sein. Und das Kreuz ist ursprünglich weiter da unten gestanden und ist Anfang der 60er Jahre, als der Weg gemacht wurde, ist der hier versetzt worden. Also mehr der Straße da, ne? Mehr an der Straße. Mehr der Straße da, ne? Genau. Aber wo die Straße angelegt worden ist, dann wäre die zudeckt worden, das Kreuz, und hat man das hierher versetzt. Also das sind bloß 5, 6 Meter dazu. Jetzt zur Bedeutung von dem Kreuz. Die eine Version, die sagt, dass hier 40 Menschen begraben worden sind, Pesttote. Das kann ich mir aber kaum vorstellen. Das passt einmal von der Zeit her nicht und auch von Fähringenstadt oder von Benzingen 40 Tote hierher transportieren. Also macht für mich jetzt keinen Sinn. Die andere Variante, da sagt man auch gern, das ist ein Mordskreuz oder Mordskreuz, und das ist auch in dem Sinne doppelt richtig, nämlich da soll tatsächlich auch ein Mord passiert sein. Der ist also wirklich passiert, der ist nachgewiesen dann, auch in andere Dokumente. Das war allerdings 1400, schön gucken, 1487. 1487 ist hier ein Mord passiert, und zwar ein gewisser Arzt namens Eberhard soll von einem Herrn Hans Ruger umgebracht worden sein. Und damals ist vermutlich, davon gehe ich aus, dieser Stein hergestellt worden, und zwar als Sühne. Das Kreuz war wichtig, und zwar, dass es auch aus Stein ist, dass der Tote nachher seine Ruhe findet. Deshalb hat man auch heute noch einen Grabstein und nicht ein Holzkreuz oder sonst was, sondern es sollte Stein sein. Und deshalb war es immer eine große Sünde, den Stein auch zu beschädigen oder kaputt zu machen oder wegzumachen. Das durfte man nicht machen. Genau, was gibt es sonst noch? Hier zu dem, gerade mal gucken. Ja, vielleicht, wenn wir zur Zeit gehen, 1764, das ist auch interessant. Damals sind viele Leute hier aus Benzingen und auch Fähringenstadt ausgewandert. Eckstein zum Beispiel, Fähringenstadt, oder aus Benzingen zum Beispiel Wolfers. Die sind da nach Ungarn und Osteuropa ausgewandert, weil es hier sehr, sehr schwierige Zeit war. Und was war noch in der Zeit? Die Deutschstädter Glocke ist damals gegossen worden, kam dann aber im Ersten Weltkrieg schon wieder eingeschmolzen worden. Das war soweit zu der Zeit. Ja, und der Steu, wir haben ja vorher schon mal im Vorgespräch geführt, der Steu, du hast schon gesagt, das war richtig, da hier so einen Steu machen zu machen. Ganz wichtig. Das war mir jetzt fasziniert im Vorgespräch, was dieser Stein doch das wird heute unterschätzt. Für Steinreiche war. Das war wirklich ein großes Opfer, so einen Stein hier auch aufzustellen. Also das macht man nicht so nebenher. Das war, wenn man es vielleicht vergleicht heute mit einem Preis vom Auto. Also nicht so geschwind, sondern das war eine echte Sühneleistung. So Preis vom Auto? Ja. Sprechen wir da vom Kleinwagen oder eher? Kleinwagen. Brutal. Kleinwagen. Ja. Weil du ja auch gesagt hast, mit der Bearbeitung von dem Stein, das passt jetzt gar nicht zusammen mit der Inschrift, weil die doch eher grobschlächtig erscheint. Grobschlächtig. Die sieht, also das spricht dafür, dass die Inschrift ein ganz andere gemacht hat, wie der Stein gemacht hat. Weil der ist sauber geschafft, zwar auch relativ grob, aber sauber geschafft. Und das ist hier die Buchstaben. Also, ja, das ist aus der Mitte, das M ist auch schlecht. Das ist wie wenn man es reingekritzt hätte, sage ich jetzt mal. Aber das hat kein Steinmetz gemacht. Ja, das ist mit viel Liebe und genau gemacht worden. Und du sagst ja, dass aus dem C und M du jetzt eine sinnvolle Jahreszahl lesen kannst. Da habe ich keine Information. Bezug dazu hat zu diesen 1764. Ja. Genau, also was man natürlich, aber das sind alles nur Zusammenreimungen, dass vielleicht ein Nachfolger von dem Ruger, dass der dann das vielleicht dann, bevor er ausgewandert ist, machen lassen. Das könnte ich mir vielleicht auch vorstellen. Aber das ist jetzt reine Fantasie. Da gibt es eine spannende Geschichte, also jetzt gerade Rudolf Gaugel, wo da mit beteiligt war, am Macher von dieser Grotte,
Ja. Der hat ja vermutet, er war sich jetzt aber ganz sicher. Ja. Genau, der Rudolf Gaukel war sich jetzt nicht ganz sicher, was das für eine Bewandtnis mit dem Stein auf sich hat. Ja. Und er kannte eine Geschichte oder kennt eine Geschichte von, ich muss jetzt dich fragen, korrigiere mich, von zwei jungen Mädchen aus Harthausen, die hochlaufen wollten, glaube ich, nach Harthausen, und dann kam eine Sturzflut durch ein schweres Gewitter, starke Regenfälle. Und die werden ertrunken. Das wiederum soll aber dann vorne passiert sein an der Hauptstraße, was wiederum keinen Sinn macht, weil die ist ein paar hundert Meter weiter oben und der Gedenkstein ist hier. Genau. Und das ist eine dieser vielen Geschichten, wo der Thomas vorher auch gesagt hat, es gibt viele, aber für ihn ist eigentlich die da am logischsten nachvollziehbar. Ich meine, du hast es selber gesagt, es wird ein Geheimnis bleiben. Man wird dieses Rätsel wahrscheinlich nie hundertprozentig auflösen können, aber es gibt tolle, spannende Geschichte drumherum. Und es lohnt sich auf jeden Fall, hierher zu kommen, wenn ihr hier noch spazieren lauft zwischen Fähringen Stadt und Benzingen. Büttenautal, ein wunderschönes Tal, gleich da vorne entspringt die kleine Büttenau. Das ist ein kleiner Bach, der läuft vorne ins Lauchern rein. Das ist ein kleines Flusstälchen, Bachtälchen, das kann man auch mal in der Mittagspause laufen. Und es ist wunderbar idyllisch, und durch das, dass es hier so eingeschnitten liegt zwischen den Bäumen und Wäldern, hört man gar nichts. Also wenn man mal die Ruhe möchte, von Krach und Stress außerhalb, einfach hierher kommen, ins Büttenautal durchlaufen und Energie tanken und dann hier auch mal herhocken. Man kann hier auch Kerzen aufstellen und eine kleine Spende hinterlassen, hier in dem Spendekessel. Und dann einfach mal, wie sagen die jungen Leute, das Leben chillen. Also kommt her, viel Spaß und vielen Dank an den Thomas für diese tolle Ausführungen, dass ich Zeit für uns genommen habe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.